Und meine Freunde, geht's hier weiter bei Dragon Ball Z, Battle of Z im Online-Modus. Und ich sehe gerade, es ruckelt gerade übelst heftig. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Und ihr seht, ich zock als Bardock und zwar aus gutem Grund. Oh, was ist das gerade? Was war denn gerade? Aus dem Grund, weil im heutigen Part wollen wir, abgesehen davon natürlich noch ein bisschen zocken. Hallo? Was ist los? So, warte zur Konzentration. Ja, ganz toll. Abgesehen davon, dass wir, ja, ein bisschen zocken wollen, wenn mal nicht die Verbindung ein bisschen besser wäre. Überlebenskampf ist es. Ach du Scheibenkleister. Wollen wir auch noch ein paar Diskussionsthemen angehen. Und zwar zum einen mal die Filme. Haben wir auch gesagt, dass wir da noch ein bisschen darüber spekulieren sollen, wegen Broly etc. etc. Dazu kommen wir vor allem im nächsten Part noch. Jetzt fürs Erste will ich mal euch noch ein paar neue Infos aus dem Dragon Ball Universum mitteilen. Wie zum Beispiel Namen von Son Gokus Mutter, sprich Bardocks Frau, deswegen habe ich gerade Bardock gewählt. Oder auch C17 und C18s richtige Namen. Ja, die sind mittlerweile raus. Hallo, geht's vielleicht noch langsamer? Wertsmecker, ja, nur ein Strich mit der Verbindung. Mann, ey, ich habe gerade einen Testkampf gemacht. Hat zwar grandios verloren, aber, war alles soweit flüssig und so. Och, Menschenskind, ey. Naja, habe ich mehr Zeit oder mehr Konzentration zum Quatschen. Nee, ganz knicken, Freunde. Kann man jemand bitte mal den mit einem Strich rauswerfen? Ja, ist klar, kommt mit so Bardock hinterher. Genau, also im Namen von Son Gokus Mutter wurden enthüllt, natürlich auch ihr Artwork noch, also sprich, es gibt da irgendwie so eine Art Mini-Manga, der heißt Dragon Ball Minus und da wurde das wohl ein bisschen enthüllt und so und ein paar andere Fakten, dazu komme ich gleich noch, wie zum Beispiel auch der Fakt, wieso C16 so aussieht, wie er nun mal aussieht, es gibt auch einen bestimmten Grund dazu, jetzt durch Giro was dabei überlegt und ja, warten auf Synchronisation, alter Schwede. Also, Gokus Mutter, Bardocks Frau, die heißt Jean, scheinbar, also sprich G-I-N-E geschrieben. Wie das richtig heißt, ausgeschrieben wird, keine Ahnung. Alter, hab ich eine Verzögerung drauf, ist ja unglaublich. Kann 10 Minuten später kommt das Teil, gibt's ja nicht, ey. Ja, nur damit ihr das auch mal so erzählt bekommen habt. Alter, jetzt reißt aber langsam. So zum King hier. Der Thronfolger oder was? Genau, der heißt Jean irgendwie, also sprich, soll irgendwie so eine Art von Zwiebel sein. Also, ja, ihr wisst ja, sie alle Charaktere dabei, also nicht alle Charaktere, vor allem alle Saiyajins. Hat Akira Toriyama aus Innengrund so gemacht, dass halt die irgendwie alle nach so Gemüse benannt sind und ja, Jean ist also nach einer bestimmten Zwiebelart benannt. Wie gesagt, eben Jean und so. Viel mehr als von ihr bekannt, sie soll scheinbar ihren Sohn gekannt haben, sprich sowohl Raditz als auch Goku, aber in diesem Anime so nie gezeigt wurde, aber die kannten sich, also natürlich, sie hat es aus dem Geburtskanal gepresst, natürlich schon, aber sie waren auch dabei, als sie Son Goku auf die Reise geschickt haben, zur Erde und so, und es soll eine gute Köchin gewesen sein, scheinbar. Und leider starb sie wie die meisten Saiyajins halt im Kampf, Alter, ich hab nach Hause gewichen, im Kampf, als halt Freeze den Planeten in die Luft gesprengt hat. So viel dazu. Boah, Alter! Wie soll denn da reagieren, wenn... Alter, muss natürlich Fraus an können. So, natürlich ist der Vorteil. Wenn es ruckelt, kann keiner auf die anderen Moves reagieren. Außer natürlich, er hat irgendeine Vorahnung. Und deswegen gehört der Punkt von dem Typen gerade mir. Oder auch nicht. Autsch, ist klar. Komm schon, warte noch ganz kurz. Bams! Yeah, 2500, ganz geil. Yep, so viel einfach mal dazu. Wow, weg hier, Alter, wollte gerade weg teleportieren. Ja, teleportieren geht sowieso, aber ja, das wollte ich gerade. Komm schon weg hier, Alter, es geht nicht mehr. Kommt alles 2 Sekunden später, was für eine Kacke. Sollen wir mal zu Gines Mutter. Gines Mutter, das ist Gokus Mutter. Goku, Gines, fängt meist mit G an. War deswegen ja, das ist der Grund mit G und so, also da was noch wählen musste oder wollte. Aber egal, so mal dazu. Dann zum Thema natürlich C17 und C18. Und dort, was ich zum ersten Mal gelesen habe, dachte, es wäre ein April-Scherz. Meine Namen sind so dämlich, Alter. Namen sind so dämlich. Okay, ich lasse mal den Sack aus dem die Katze aus dem Sack. C17 heißt scheinbar Lapis und C18 Lazuli. Lapis Lazuli, ja, kann man natürlich, aber Alter, was sind das für Namen? Kannst gar nicht bringen. Hä? Wo gehst du mit so einem Bardock?
Bardock. Alter, was soll das plötzlich? Ich hab doch anvisiert. Kann sich nicht freuen in diesem... Ja, Mann, wir müssen unsere 10 Minuten unbedingt wählen. Ja, war eigentlich mal die Hoffnung, dass ein Kampf... Also, dass ich pro Part mal 2 Kämpfe reinbringen. Jetzt haben wir 10 Minuten. Eigentlich eine gute Idee. Aber seht schon, natürlich die Verbindung so kacke ist. Da ist sowieso... Polen offen. Wow! Das war leider knapp. Und da fliegt er auch noch. Lebt er noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Nö. Mann, ich würde gerne auf mehr Power gehen, aber bringt gar nichts, ey. Ach ja, also die heißen wirklich Lapis Lazuli. Aber ganz ehrlich, hey, was denn ganz Akira Toriyama dabei gedacht? Das sind doch keine Namen für Menschen. Wir hassen vielleicht auch für Menschen. Ja, ich heiße Lapis, ich bin Lazuli. Ja, kein Wunder, heißt sie späterhin noch C18. Das ist eine Verbesserung. Alter, wie kannst du ein Kind bloß so nennen? Also, Kinder wohl, ja, sind ja Zwillinge. Das ist immer noch so. Das hat trotz allem nicht geändert, Freunde. Lapis Lazuli, Zwillinge. Naja. Ja, und scheinbar soll C17 soll er nach dem Ende von Dragon Ball Z, also sprich, man hat damals noch irgendwie gesehen, wie er da auch die, ich glaube sogar noch im Anime so, wie da im Kampf gegen Kid Buu, als Goku gesagt hat, gebt mir alle eure Energie und so, hat er ja dann noch ein paar normale Menschen, Bewohner halt, hat er aus ihren Wagen gezerrt, mit der Waffe sie gezielt und gesagt, ja, mal schön Handyluft und so, damit sie auch ein bisschen helfen. Also er war dort bereits gut, dann wollte er auch Son Goku helfen und da war scheinbar bereits der Zeitpunkt, wo er, also irgendwie soll er so eine Art Förster geworden sein oder Naturwächter, irgendwie so etwas. Und soll auch geheiratet haben und so etwas, also ja, man kann schon noch ein paar Informationen herausbekommen. Ja, und C16 ist auch so, der Grund, warum C16 so aussieht, ist wohl derjenige, dass sich Dr. Gero, ja, der hat, also er war ja Wissenschaftler von der Red Ribbon Armee und so. Der hatte damals scheinbar auch noch einen Sohn, der ein hohes Mitglied war bei der Red Ribbon Armee, wurde aber nicht von Goku getötet. Nee, das war irgendwie Stappen-An-Mission und so etwas, ganz seltsam. Ja, das war also mal soweit und das war der Grund, wieso Dr. Gero zu 16 das Aussehen gab, weil er einfach irgendwie sein Sohn, der verstorben war, halt nochmal aufleben lassen wollte. Ist eigentlich schon der Gedanke und so, nicht wahr? Auch weil natürlich der Fakt, dass er irgendwie gegen Goku und so vorging und wollte, dass Goku nicht stirbt und so, sein Sohn auch zu missbrauchen oder wollte er das Aussehen. Alter! Hat gerade 4000 KP abgezogen? Krass. Tape natürlich, sind ja Trefferpunkte. Mann, hey, ist das Spiel endlich mal vorbei? Wir können mal was anderes noch machen. Warten auf Synchronisation. Ja, so viel mal dazu der ganzen Cyborg-Family und den ganzen neuen Informationen, die wir noch so auf Akira Toriyama nach und nach bekommen. Was ich sowieso seltsam finde, ist, warum überhaupt? Als Ganze kommt er eigentlich erst jetzt nach und nach mit dem Film auch, mit Battle of Gods. Das ist vielleicht noch so eine Art, weiß auch nicht, hat vielleicht Akira Toriyama gedacht, ja, jetzt der ganze Anime, Manga, da geht schon so lange und so, ich habe es irgendwie nie ganz abgeschlossen, jetzt langsam alles ein bisschen abschließen. Man könnte natürlich auch sein, oder? Dass er das Kapitel Dragon Ball endgültig schließen will. Deswegen vielleicht noch mal da mit Dragon Ball Kai und so, also das nochmal eine Art HD-Version rausgebracht hat, weil ein richtiges Remake ist natürlich nicht, das ist halt noch ein bisschen hochskaliert und verschönert worden. Also nur das Intro ist natürlich komplett neu und auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Aber trotzdem, die Frage bleibt, wieso jetzt? Ist es irgendwie wirklich... Ich meine, kann ja zweierlei sein, weil Dragon Ball Kai kann natürlich auch eine Anmerkung drauf sein, dass noch ein neuer Dragon Ball Anime geplant ist. Dass vielleicht sogar nochmal Dragon Ball GT neu aufholen will, kann natürlich... Alter, mach endlich mal einen Super-Move! Hat sich gemacht, ey. Ja, also so wie man dazu, könnte doch alles mögliche sein. Entweder, dass jetzt wirklich Akira Toriyama als abschließen will, oder halt eben auch, dass ich jetzt sagt, ja, das Ganze dauert jetzt schon so lange, endlich mal das Ganze abschließen, oder zum anderen Teil halt, dass das Ganze auch ein bisschen neu aufrollen will und sich sagt, ja, das Alter als abschließen, alle Fragen beantworten und so weiter gibt und dann Dragon Ball neu losieren. Und irgendwie sei das eine Vorgeschichte nochmal von einem Roshi oder von so einem Gohan erzählt. Das spielt natürlich vom alten Gohan, vom Großvater. Es können auch so viele sein, wie gesagt, auch Dragon Ball GT nochmal neu aufrollt, dass sogar
ja, eine GT-Version gibt, die er selber nochmal machen will. Es gibt auch irgendwie Dragon Ball GT After, was danach passiert oder so etwas. Ich habe keine Ahnung, es gibt noch so viel, dass man irgendwie rein interpretieren könnte. Ja, auch noch etwas, was ich gerade noch dabei zum Thema habe, und zwar... Oh, ich muss ja weg. Das war knapp. Und zwar zum Thema Informationen, die gerade mal dabei sind. Das war auch schon der eine oder andere gefragt in dem Film Dragon Ball Z Battle of Z. Quatsch, Battle of God natürlich. Da ist es so, sobald Goku einmal der Gott wurde, Saiyajin, sah ja schön aus mit seinen roten Haaren etc. War es nachher so, dass die Kraft irgendwie kurz verloren hat und dann irgendwie als normaler Saiyajin gegen Bills kämpft und nachher nochmal als Super Saiyajin. Dann ganz am Schluss nochmal als Gott und so, klar. Aber trotzdem, irgendwie wäre es eigentlich logischer gewesen, wenn sich Goku nochmal zum zweifachen oder dreifachen Super Saiyajin verwandelt hätte. Jetzt, das ganz Crazy daran ist, es gab schon ein Interview, wo es irgendwie mal daran hieß, ob Goku auch mal bei Dragon Ball Z irgendwie noch einen vierfachen Super Saiyajin erreichen würde oder sogar irgendwie noch was mit Super Saiyajin 5 und so, ob es so etwas noch geben würde. Und dann kommt plötzlich die Antwort von Akira Toriyama von wegen, dass Son Goku da im Kampf gegen Bills erkannt hat, dass da irgendwie nicht die Lösung sei, von wegen da immer weit aufzupowern, zweifacher und dreifacher Super Saiyajin, dass alles irgendwie eine stärkere Version wäre des normalen Super Saiyajins. Und wenn er sich einfach nur normal weiter trainieren würde, dass er zwei und dreifach gar nicht mehr nötig wären, dass er gleich stark wäre. Da fiel mir irgendwie auf, was bei Dragon Ball GT ist ja so, natürlich hat Goku dann später im Verlauf vor allem vierfachen Super Saiyajin eingesetzt. Oder das sieht für mich sowieso aus wie eine komplett neue Stufe, nichts mit Super Saiyajin zu tun hat und so. Bei 2 und 3-fach setzt er gar nicht mehr ein. Klar, im Kampf gegen Baby im Schluss noch, aber ansonsten hat er immer als normaler oder Super Saiyajin gefightet. Hat er bereits dort versucht, die Energie des 2 und 3-fachen irgendwie so als ja, normaler Super Saiyajin zu bündeln. Und so wirklich noch groß auf seine spätere Kraft verlassen zu müssen. Sprich, dass er auch irgendwie erkannt hat, ja, der 2 und 3-fache bringt es irgendwie gar nicht, das ist viel zu viel Energieverschwendung. Welche Power kannst du als normaler Super Saiyajin haben, wenn du mehr trainierst und so und die Grenzen weiter ausschöpfst. Oh, keine Ahnung, Freunde, da gibt es so viele Theorien, noch so viele Ideen. Ich meine, ja, wirklich logisch klingt keine davon. Muss man sich mal wirklich überlegen, was davon im Endeffekt wirklich am plausibelsten erscheint und ja, am Schlusseffekt wirklich was der Macher selbst, Akira Toriyama, sich dabei überlegt. Egal, ob es jetzt wirklich logisch erscheint oder halt nicht, ob es einfach nur eine Laune der Natur war. Oder er sich wirklich gesagt hat oder gedacht hat dabei, ja, Super Saiyajin ganz geil, zweifacher, dreifacher, der muss auch einen Sinn haben. Bis zum Zeitpunkt wo sich der kämpfende Saiyajin bewusst wird, ne, Moment mal, das ist im Prinzip einfach nur eine stärkere Version ein bisschen. Und das war's dann auch schon, das ist gar nicht mehr, ja, einfach nur quasi ein bisschen aufgeputschte Version, die man auch so durch normales Training erreichen könnte. Trotz allem verrückt ist und bleibt es, vor allem natürlich auch Namen von Lapis Lazuli. Einfach nur crazy, oh, 5. Naja, nicht keine Glanzleistung. Hat aber auch grausam gehackt, hey, meine Fresse. Das muss man irgendwie noch ein bisschen ausmerzen. So, egal, gleich nochmal. Hoffentlich sind jetzt diejenigen, die dann das Ganze ein bisschen runterziehen, jetzt weg. Was wir als nächsten Punkt noch machen? Wir haben nochmal knapp 10 Minuten Zeit. Nach einem Diskussionsthema, das ich gleich anreißen möchte, ist ja, was ich bereits angedeutet habe, bezüglich der Frage mit dem Filmen, genau. Also, ich glaube, kann die Kommentare von euch das gerne mal, oder ja, ich soll mal darüber diskutieren, wieso sie überhaupt Baby sage ich schon, Poli natürlich überleben konnte. Also sprich, es war ja so, Alter, dieser Kettensalami schon wieder, jetzt muss ich schon wieder so alles lecken. Nee, komm, Alter, kann nicht wahr sein. Ja. Genau, der andere wieder. Nee. Ja, es war ja so, genau, dass ja Poli, der ist im ersten Film aufgetaucht ist, sprich der legendäre Super Saiyajin, wurde am Schluss von Goku getötet und ist irgendwie aufgeplatzt. Also sprich, da kam irgendwie so eine grüne Flüssigkeit raus. Und danach, ja, war irgendwie gar nicht mehr sichtbar. Sprich, man dachte wirklich, er wäre tot und so, aber plötzlich tauchte er ein paar Jahre später nochmal auf.
Und auf der Erde dann und hat danach gegen Gohan und gegen Goten gefightet, gegen Trunks auch noch. Und dann ist natürlich die Frage, wie konnte Broly es überhaupt überleben? Ja, also ich habe mir da nochmal ganz kurz alles angeguckt. Da geht rein, 9 Minuten transferiert, wer ist das? Ah, ich bin es, toll, gut. Ich bin Anführer, yeah, Mann, geil. So, das mal ganz kurz. Reicht eigentlich, war zu dritt. Ich will ja nachher ein bisschen was erzählen in diesem Part. Ja genau, wegen dem Broly. Ihr glaubt es nicht, aber ich habe da tatsächlich eine Theorie. Denn es ist ja so, wenn man sich jetzt Broly nochmal so anguckt, vor allem seine Transformation zum legendären Super Saiyajin. Also man zum normalen Super Saiyajin ist ganz klar, kriegt so goldig, leicht grünliche Haare und so, und natürlich mal ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Im Spiel ist ja, oder Spielen wohl eher, ist auch bei Wedge and Blast 2 so, die Broly trotz allem so leicht türkise Haarfarben. Aber dann bei seinen Filmen, sprich ja, legendärer Super Saiyajin und Brolys Rückkehr, hat er wiederum als normaler Super Saiyajin trotz allem goldene Haare. Sprich ganz normale Super Saiyajin Haare halt. Trotzdem nach gar keine Unterschiede zur normalen Verwandlung, aber dann zum legendären Super Saiyajin, dort sieht man ja, dass er, ja, platzt bereits dort ein bisschen auf. Sprich irgendwie bekommt er Riss im Gesicht und so, er wächst, alles hat irgendwie Grünloch, die Haare stehen noch mehr zu bergen, dann gibt es eine riesen Explosion. Danach steht er halt als legendärer Super Saiyajin da. Aber sprich, die Verwandlung selbst ist schon so eine Art Explosion. Die könnte er auch überleben. Sprich, vielleicht ist gerade dieses grüne Etwas ist halt wirklich, ja, diese Art von, was weiß ich, von Energie halt, die ihn zum legendären Super Saiyajin macht und da vielleicht ein bisschen schützt und so. Und deswegen war halt der Grund. Goku hat natürlich voll im Magen getroffen, hat mal alles aufgerissen und so, aber ja, er kennt den Dragon Ball, muss nicht immer gleich verbeißen alles. Und dann könnte es durchaus so sein, dass hat sich Bruder zurückverwandelt, weil nur noch Super Saiyajin und so, aber er hat trotzdem so eine unglaubliche Power, die er auch schon als kleines Baby bewiesen, als er sich und seinen Vater gerettet hat. Da könnte es doch durchaus sein, dass diese Energie ihn halt auch dort geschützt hat und dann wie eine Art Meteor halt auf die Erde gestürzt ist. Und dort dann wiederum später befreit wurde, beziehungsweise aufgewacht ist, und zunächst als Super Saiyajin Gohan gefeiert hat, später nochmal als legendärer Super Saiyajin. Ja, so viel dazu. Das ist natürlich später wirklich tot, war natürlich klar, weil wurde er vom Kamehameha von Gohan, Goten und ja, ob Goku jetzt wirklich dabei war, ist eine andere Frage. War ja vermutlich eher als ein Geist oder so, keine Ahnung. Jedenfalls wurde er von diesem super, mega, giga Kamehameha wurde er ein Cell gepustet, auch in die Sonne und da kann es noch so super sein, hey, in der Sonne verglüht hat alles und da war halt auch Broly Schnee von gestern. Ja, abgesehen natürlich von der Tatsache, dass dann halt diese dämlichen Wissenschaftler dachten, ja, sie können da das Blut von Broly nehmen, ganz geil, einen Bio-Broly züchten. Naja, ob das eine gute Idee war, bleibt mal für sich dargestellt. So, kommt schon. Geht da. Dann nochmal einen Kampf noch. Oh, passt gerade gegen Broly. Ja, also das war meine Theorie, wie er überleben konnte. Es muss auf ihn seine eigene Energie gewesen sein, die ihn zum einerseits zum legendären Super Saiyajin transformieren lässt und andererseits halt dort auch, ja, behauptet jetzt einfach mal, rückverwandelt hat und somit auch auf irgendeine verrückte Art und Weise beschützen konnte. Ja, so mal dazu zu meiner Theorie wegen den ganzen Super Saiyajin-Geschwafel. Beziehungsweise natürlich Broly und so, wie er überleben konnte. Etc. etc. Tja, wenn wir schon mal im Thema Film sind, also im nächsten Part gerne ansprechen würde. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Wir kämpfen noch die Runde zu Ende, diese knapp 10 Minuten. Wir können trotzdem mal das Thema für den nächsten Part anschneiden. Wir sind bereits beim Thema Broly, wa? Und wenn wir schon beim Thema Broly sind, können wir direkt mal den nächsten Film anschneiden. Also Film, übertrieben natürlich die ganze Filmgeschichte. Mit Dragon Ball Z gibt es schon einige Filme. Müssen irgendwie, glaube ich, 13 oder 14 Filme sein insgesamt. Mir geht es vor allem darum zu erklären oder irgendwie zu erläutern, wieso es manche Filme irgendwie, also manche Filme lassen sich hier in Dragon Ball Z Originalstory integrieren, andere lassen sich eher weniger integrieren. Broly zum Beispiel lässt sich gar nicht integrieren oder halt auch das mit Fusion. Da geht hingegen auch eher weniger, aber die Drachenfaust hingegen geht irgendwie wieder. Es gibt so ein paar Filme, die sich integrieren lassen, irgendwie nicht. Und da auch noch ein bisschen worüber ich gerne diskutieren möchte, wieso es teilweise ging, wieso auch wiederum nicht und auch, ja, was sich wohl Akira Toriyama dabei gedacht hat, beziehungsweise wohl dabei dachte. Ja, das war also der nächste Part, sprich Part Nummer 4.
Let's Fight Online. Aua. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin, ist zwar bereits in der Woche, aber spielt keine Rolle. Vielleicht gibt es bis dorthin bereits eine neue Information zum Dragon Ball Universum, neue Enthüllungen. Das sehen, wie Akira Toriyama wirklich nochmal eine neue Serie bringen will. Noch einen neuen Manga oder sonst irgendwas in der Form halt zu Dragon Ball. Vielleicht sogar ein neues Dragon Ball Spiel für die PS4. Oder ganz geil. Autsch. Hä? Spricht da? Also gerade 10-19? Gerade ganz crazy. Und Metacooler fliegt und siegt. Nicht ganz, aber jetzt ist Glas sowieso tot. Bams. Bams. Wo ist er? Bams. Und Bams, die Bams. Ein paar neue Punkte für mich. Das liebe ich. Yeah, Mann. Ach ja, muss ich trotzdem zugeben, das Spiel macht ja schon ein bisschen Spaß, aber wenn es teilweise sehr, Strub ist von den Regeln und vom Online-Laggen, wobei Laggen, ja, ist überall so, sprich jetzt Switch Place 2, hier Battle of Set, egal welches Spiel das, überall, das halt laggen kann, ist halt immer wieder ein bisschen so. Bams die Bams. Ich hoffe trotzdem eigentlich, dass das bei der PS4 ein bisschen ausgemerzt wird und dass man dort, wobei es eigentlich auch PSN, aber trotzdem, dass man dort besser machen kann und man das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise trotzdem beheben kann. Das war knapp. Ja, hoffen wir mal. Fun X3 ist hier der King, war. Der hat eine unglaubliche Power, hat der für Karten ausgerüstet. Alter, da bringt gar nichts, das kommt nicht durch. Was macht denn das? Alter, meine Drachenfaust wirkt das sonst immer. Ich bin ein bisschen verrückt. Ah, da ist er nochmal. Da ist er nochmal, ein Broly, ein Brokkoli. Autsch, ja. Das habe ich dazu zum Gemüse, was wir am Anfang des Parts erwähnt haben mit den Namen. Jean, Kakarot, Bardock, Raditz. Natürlich auch Broly und Vegeta, der lebt halt vegetarisch. Ach, den Quatsch, ey. Aber Nappa, kommt der eigentlich her? Nappa, ja Napf, aber das ist doch kein Gemüse, ist ein Gegenstand. Verrückt. So, der nächste Down. Oh nee, nicht nur der. Ja, der King aller Kings. Und tschüss. Das war knapp. So, ihr seht schon, mit 3 von Super Saiyan Goku geht es schon ein bisschen besser und auch ohne Lag natürlich viel geiler. Bams, Bams. Wir sind ja schon wieder tot. Alter Schwede, kann man hier unendlich wieder sterben und zurückkehren, aber trotzdem mal ein bisschen mehr Punkte, Leute. Alter, ich hau dich in die Stücke. So. So viel dazu. Ja, jetzt hat das noch Erfahrungspunkte. 2, 1,5 oder 1,8. So, haben wir ein paar? Ja, es ist 100 bloß. Okay, kommt noch nicht so auf die Stärke des Gegners an. Ah, die NPCs noch 0 alle. Oh, war stimmt noch ganz. Was? Die erste Form. Also in echt nur so zwei, die hier fighten, haben sowieso keine Chance. Ja, ich werde der Zweite sein. Mann, jetzt gehen wir halt mal drauf. Dankeschön. Wo ist eigentlich der Champ? Der Champ, der kriegt auf die Schnauze, wenn er mal reingehen würde. Menno. Oh je, oh je. Ja, aber ansonsten, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Diskussionsthemen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt. Wie gesagt, wir haben noch etwa 2 Parts Zeit. Part 4 und 5 in den ersten 2 Wochen, weil nachher ist bereits Ende Mai und dann kommt der Mario Kart 8. Der den Freitagslot belegen wird und deswegen ist dann halt Battle of Set bereits vorbei. Also natürlich, ihr würdet sagen, ja, das Spiel ist geil und so, mach weiter. Kann natürlich auch durchaus machen, dann würden halt Dragon Ball 2 zum Opfer fallen, sag ich jetzt mal. Sprich nur noch ein paar pro Wochenende. Dann wäre Battle of Set, ob auch das lieber wäre. Glaubt ihr jetzt mal anhand der aktuellen Views etc. und Kommentare eher weniger. Oh je, Battle of Set. Also irgendwie hoffe ich trotzdem, dass dieser Modus Battle of Set hier, gerade der hier, von wegen 8 Spiele und so, dass der halt auch künftig bei Dragon Ball Spielen dabei ist, aber ja, natürlich bei besserer PS4-Grafik, das sowieso. Und vor allem, hey, auch das andere Kampfsystem. Das hier, ja, ab und zu, just for fun ist ja ganz nett, aber wenn man da die Story nachzocken will,
Oder auch ein bisschen professionell zocken möchte, sag ich jetzt mal. Da muss schon eher so Wedge Blast 2 mäßig sein, weil das hier ist... Ja, auch mit Kartensystem ist natürlich nett und so, gar kein Problem. Aber es ist halt viel zu viel. Also kaufst du einfach die mächtigsten Karten und so, rüst die aus und nach wählst du noch den stärksten Charakter wie Broly und schon bist du fast unbesiegbar. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn davon sein soll. Alter! Also der hat ein paar klasse Karten ausgerüstet, hey, das ist unglaublich. So, oh, 2000, cool. Aber ja, hol nie mehr auf, könnt ihr knicken, Leute, hol doch nie mehr auf. Ich werde wohl der ewige Zweite bleiben. Die NPCs auch keine Chance. Und die haben natürlich auch keine Karten ausgerüstet. Aua! Das schon wieder. Wow! Total cool, aber was meint der da oben? Wow! Alter, scheiß Broly-Typ, also der Originale. Der legendäre Super Saiyajin, oh Mann, ich hasse den. Ne, das ist jetzt beim Thema Dragon Ball Z Film noch gewesen, genau. Also das Hauptthema erscheint für den nächsten Part an. Aber was ich gerne noch erwähnen möchte, wenn wir schon dabei sind noch, ist die Frage von wegen, wir haben natürlich jetzt schon mal, abgesehen von Super Saiyan God, der bereits einen Filmauftritt hatte, haben mittlerweile auch schon bei Wedge Blast 2 unter anderem, haben wir auch schon den dreifachen Super Saiyan Broly gesehen oder Vegeta. Und ähnlich gibt es ja bei Dragon Ball Heroes, glaube ich so, oder bei irgendwelchen Manga oder auch dem Kartensystem, gibt es ja auch einen dreifachen Super Saiyan Future Trunks und auch Gogeta. Und vor allem bei Gogeta frage ich mich halt, wird es vielleicht sogar dazu vielleicht nochmal einen Film geben irgendwann? Hier ist sogar Fusion Returns. Also. Ja, einfach so mal eine Frage, die ich halt so irgendwie hatte. Gibt es vielleicht sogar noch? Das wäre ganz geil, oder? Wenn man sich so überlegt, alter Schwede. Da hast Super Saiyan Broly gegen Gotenks, oder Vegetto. Gogeta natürlich. Wobei wir uns natürlich wieder überlegen, wenn du natürlich wieder so einen Broly auferstehen lässt, wie geht das bitte schön? Klar, kann ich Bio Broly 2 machen, der dann richtig tickt in der Birne, aber er muss ja schon ein bisschen schräg. Was ist Brolys Bruder? Nee. Nee, Quatsch, so sagt sicher nicht, aber einfach so als Theorie, wenn man das Ganze noch einbinden könnte. Und natürlich auch Vegeta als Super Saiyan God hat ja Ende von Battle of Gods gesagt, dass er auch noch irgendwie den Status haben möchte. Und sich auch alles noch irgendwie überlegen. Nehmen wir das Ganze irgendwie einbetten. Ja, C19, ich habe es gehört. Nö, keine Chance, hau ich hier ab. Klar, 2 Bowls gegen einen, Alter. Einer ist schon heavy genug. 2 Bowls gegen einen. Hilfe. Eine halbe Minute noch, okay. Ja, Leute, würde man sagen, das war's für heute soweit. Also, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Die wichtigsten Infos sind raus und so, was ihr da erwähnen wollt, wegen Namen, ja, wegen den Filmen halt noch, ein bisschen von Broly erzählt und der Hauptteil der Story, der Filme, wie gesagt, von wegen, wie sie überhaupt in die Story eingefochten werden könnten, welche irgendwie nicht, oder welche Alternativstories eingebettet werden können. Natürlich auch, was sich dabei Akira Toriyama gedacht haben könnte, das, Dankeschön, das und noch mehr seht ihr dann, oder hört ihr vor allem im nächsten Part. Zweiter, geil! Also da will ich froh sein drüber. Silbermedaille, cool. Wie auch immer. Freunde, das war's für heute wieder mal bei Dragon Ball Z Battle of Z Online-Modus. Mit ein bisschen Laggen, mit ein bisschen weniger. Naja, ist halt online, wa? Da muss das Ganze natürlich ein bisschen, ja, laggen halt. Scheibenkleister. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!